Ein besonderer Morgen am Gensberg bei Bleibach. Einer der beiden Bullen soll gleich geschlachtet werden. Stressfrei, hier direkt auf der Weide, per Kugelschuss. Schießen wird sie, die Züchterin Sarah Baumgartner. Man ist schon nervös. Aber man darf keine Angst haben davor, das ist ganz klar. Für einen sicheren Schuss müssen die Tiere auseinanderstehen. Das sieht er nicht. Wie lange dauert das jetzt ungefähr? Wie schnell geht das jetzt? Je nachdem, wie es stängern. Das kann schon 18, 19 Uhr werden. Jetzt darf nichts schiefgehen. Der erste Schuss muss sitzen. Für gewöhnlich geht's so zu am Gensberg. Volemo! Komm! Also komm! Friedlich grasen hier die Galloway-Rinder von Sarah Baumgartner. Ist alles gut. Ja, das ist die Viola. Dann ist eigentlich die zweitjüngste. Die Symphonie ist die Chefin, ist die älteste, ist die Leitkuh. Dann, das ist der Sohn dazu. Dann dahinter ist die Vanella. Ich muss bloß schnell schauen, nicht, dass es durchgingen. Freunde, zurück! Ab! Ab! Ja. Kennst ja. Die Spuren aber. Ja, schon. Wie schaffst du das, dass die Spuren? Nein, die kennen mich jetzt 3 Jahre und sie müssen einfach wissen, wer der Chef ist. Man muss Respekt vor ihnen haben, aber sie müssen wissen, wer am längeren Hebel sitzt. Und das muss zwangsläufig immer ich sein. Das ist Elli, die frechste. Und der einzige Zuchtbulle, das ist der mit dem Nasenring, der Daimler. Es soll jetzt vom Zaun weggehen. Avanti. Ja. Seit gut 3 Jahren züchtet die 23-jährige Sarah im Nebenerwerb Galloway-Rinder. Eine besondere Rasse, die eigentlich aus Schottland kommt. Sie sind sehr ausgeglichen und verlässlich. Also dieses Nervöse oder sowas haben sie überhaupt nicht. Also sie sind wirklich ruhig. Und meistens zufrieden. Galloways können das ganze Jahr über draußen leben. Relativ klein und genügsam sind sie und perfekt für eine extensive Landwirtschaft. Viel brauchen sie nicht. Ein Fass Wasser in der Woche. Ein bisschen Schatten. Die haben irgendwie so was Sinnliches und Entspanntes. Kommt mir aber. Mittagessen. Mutter Gabi hat heute Galloway-Pflanzerl gemacht, auch für Vater Wolfgang. Sarah lebt am Hof ihrer Eltern. Beide Eltern sind keine Landwirte. Was reizt Sarah an der Landwirtschaft? Die Landwirtschaft auf so andere Art und Weise darstellen, einfach auf die Natur bezogen. Und das Tierwohl steht halt bei mir sehr im Vordergrund und nicht jetzt bloß die Masse. Rund 10 Kälber sind hier schon auf die Welt gekommen. Das war Pfine damals. Und da rutscht der Oberlin raus. Galloways sind zwar genügsam, machen aber trotzdem viel Arbeit. Es ist nicht so ein Bürojob, dass um 17 Uhr der Kuli aus der Hand fällt und hurra, ist Freizeit, sondern da geht es erst weiter. Also das ist haben wir schon immer darauf hingewiesen, wobei das die Sarah eigentlich gewusst hat und auch das managt. Also das ist, mit dem lebt also das managt sehr gut. Mit gerade mal 16 macht Sarah ihren Jagdschein. Natur wird ihr immer wichtiger. Über einen Jagdfreund hört sie von Galloway-Rindern und beschäftigt sich mehr und mehr mit diesen Tieren.
Die ersten eigenen schafft sie sich mit 19 an. Sie beginnt zu züchten und das Fleisch zu verkaufen. Mittlerweile ein Nebenerwerb. Ja, sie hat sich entschieden. Sie hat immer gesagt, die Tiere, die sind mein Leben. Und ja, als Eltern unterstützt man das dann natürlich auch. Aber vom Grundsatz her haben wir immer gesagt, Sarah, das ist dein Ding. Inzwischen bewirtschaftet Sarah auch Parzellen in der Umgebung. Das kommt auch der Natur zugute. Jetzt fahren wir auf die Weiden, auf die Ausgleichsflächen, wo die Bullen und die Fersen stehen. Ein paar Kilometer weiter hält Sarah noch mehr Rinder auf Ausgleichsflächen des staatlichen Bauamts Regensburg. Erst einmal Strom abschalten. Scheiße! Hier leben, getrennt von den Kühen, Sarahs restliche Bullen. Die haben von Natur aus keine Hörner. Da immer nur ein Bulle bei den Kühen sein kann, werden die anderen nach und nach verkauft oder geschlachtet. Ganz so verschmust wie bei ihrer Muttertierherde ist Sarah hier nicht. Bei den Kühen bin ich jeden Tag mehrere Zeit einfach draußen. Zu den Bullen fahre ich einmal am Tag her, schaue, ob alles in Ordnung ist und dann fahre ich wieder heim. Ich meine, schlussendlich werden sie geschlachtet, also so enge Bindung muss man jetzt nicht haben dazu unbedingt. Bis zum Schlachttag aber leben auch die Bullen völlig frei in der Natur, ohne Stress und leisten damit ihren Beitrag zur Landschaftspflege. Im Kot der Tiere nisten Insekten, das hilft der Flora. Hier blüht wieder Mohn. Jetzt kontrolliert Sarah noch die zweite Ausgleichsfläche. Denn nicht immer läuft alles glatt. Mein letzter Zuchtbulle, das war kein schönes Erlebnis, der ist an einem Apfel erstickt. Der Apfelstiel, der hat damals die Luftröhre und die Speiseröhre gehabt und das sind so Situationen, da stellst du für kurze Zeit alles ein bisschen in Frage. Zurück am Hof, der Tag vor der Schlachtung. Letzte Vorbereitungen. Einer ist drin. Gleich muss Sarah das Gatter schließen, damit sich die Bullen daran gewöhnen, eingesperrt zu sein. Da kann man jetzt nicht mit rein, oder? Ich darf es euch nicht empfehlen. Spüren die Bullen, was der Plan ist? Sarah will so wenig wie möglich treiben, denn das sorgt für Stress. Das Einzäunen ist wichtig, damit morgen ein sicherer Schuss möglich ist. Die Jungbullen scheinen nichts zu ahnen. Aber wie geht es Sarah? Man hat denen ein schönes Leben geboten, ein stressfreies Leben geboten und jetzt bringen sie einen stressfreien Schlachtung. Aber jetzt, dass ich da mit zu viel Gefühl und Herzschmerzen reingehe, das darf ich nicht. Einer der beiden Bullen soll morgen erlegt werden, ohne Stress für die Tiere. Das merkt man auch am Fleisch. Sarah arbeitet Vollzeit als Wirtschaftsfachwirtin. Noch betreibt sie die Galloway-Zucht nur im Nebenerwerb. Doch immer mehr Menschen wollen Fleisch aus artgerechter Haltung. Die Direktvermarktung via Homepage floriert. Geschlachtet wird erst, wenn zuvor alle Teile des Tiers verkauft sind. Es sind einfach die Edelteile, die sehr schnell vergriffen sind. Filet, Tafelspitz, Bürgermeisterstück und sowas. Der Schwanz ist sehr, sehr beliebt. Also es wird wirklich das komplette Tier verwertet und die Nachfrage ist auch für die Innereien und für alle möglichen Bestandteile wirklich da. Dann ist es soweit. Schlachttag am Gensberg. Gleich muss Sarah schießen. Hoffentlich läuft alles glatt. Metzger Markus Saurer ist gekommen, um zu helfen. Wie sieht er die stressfreie Schlachtung? Sonst dass sie halt den Queranhänger rein, dann sind sie halt ein wenig gestresst, dann kennst du schon am Fleisch. Das ist die halbe Arbeit, oder? Für mich die halbe Arbeit, genau. Dazu kommt auch noch Tierarzt Heinrich Neuberger. Doch Sarah ist diejenige, auf die es gleich am meisten ankommt. Nur 60 Sekunden dürfen zwischen ihrem Schuss und dem Schnitt durch die Kehle vergehen. Nein, das ist der erste Schritt zu Hollywood. Ja, mal schauen, weil die Angebote kommen. Bei den ersten paar Male war das Veterinär dabei. Die haben dann mit der Stoppuhr geschaut, ob das alles in der Zeit ist, ganz normal. Und die Erlaubnis haben sie jetzt. Und deswegen bin ich jetzt bloß mehr Tierarzt, der da die Lehmbeschau macht.
Für einen sicheren Treffer müssen die Tiere separiert stehen, doch die beiden Bullen stehen direkt nebeneinander. Fast zu entspannt. Kein Schuss möglich. Vater Wolfgang versucht, die Tiere auseinanderzulocken. Vergebens. Können wir von der rechten Seite hin? Dann endlich. Perfekter Treffer. Der Bulle ist sofort tot. Aber wie reagiert der andere? Er wirkt leicht irritiert, lässt sich aber ablenken. Jetzt muss das geschossene Tier schnell ausbluten. Es ist der ungewohnte Trubel, der den anderen Bullen offenbar nun doch beunruhigt. Doch schon während des Abtransports scheint er sich wieder zu beruhigen. Bist du zufrieden? Ja, so. Schon. Wie war das andere jetzt hier? Was mit dem? Wie hast du es empfunden? Ganz normal. Wie immer. Ruhig ausgegangen. Der schreit jetzt schon im ersten Moment, aber Mittag ist schon vorbei. Nun geht's zum Metzger ins Nachbardorf Zandt. Hier wird das Tier zerlegt und anschließend weiterverarbeitet. Für Sarah heißt es indes Spuren verwischen. Was machst du jetzt? Jetzt haben wir eine Sägespäne drauf. Ist bei dem da jetzt was hängen geblieben für morgen? Oder? Nein, nein. Der weiß das schon immer. Er ist morgen dran. Aber wird er auch wieder ins Gatter gehen? Der Mist verdeckt den Blutgeruch. Und tatsächlich, nur Minuten später steht er ganz ruhig im Schussgatter. Jetzt komm. Sarah Baumgartner versucht beides zu vereinbaren. Fleischproduktion und Tierliebe. Du bist mein Schmusi. Ja? Du bist Schmusmaus. Ja. Natürlich ist es nicht einfach. Also ich ziehe die Kälber 3 Jahre groß und dann werden sie geschlachtet. Ist nicht immer leicht. Aber es kommt auf die Art und Weise drauf an, wie es geschlachtet werden. Ja, komm.